Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ein sächsischer Autor aus dem 18. Jahrhundert, der Herr Hase heißt, in einem Roman die Kritiker als graue Wölfe beschreibt und ein Hase, der Angst hat vor grauen Wölfen, das ist irgendwie so ein herrliches Bild. Der Autor und Literaturwissenschaftler Severin Perrig ist der Farbe Grau auf den Grund gegangen. Er hat die Literatur durchforstet, von den Mythen über Emily Dickinson und Franz Kafka bis zu The Shades of Grey. Er hat gefunden ein Haigrau, ein Olivgrau, ein Taubenzartgrau oder ein Smaragdgrau. Lieber Severin, hat dir schon mal jemand gesagt, meine Lieblingsfarbe ist Grau? Nein, das hat noch niemand gesagt. Ich glaube auch, dass man gar nicht so verliebt sein kann in Grau. Also man redet lieber von anderen Lieblingsfarben. Man kriegt aber beim Lesen von deinem Buch durchaus den Eindruck, dass es Schriftstellerinnen und Schriftsteller gibt, aber vor allem auch Malerinnen und Maler, die sehr viel der Farbe abgewinnen können. Ja, ich glaube, in der bildenden Kunst gibt es sehr viele, die versuchen halt mit Grau zu experimentieren, weil sie müssen bestimmte Dinge besser konturieren, zum Glanz von bestimmten Farben beitragen. Und da hat man schon sehr, sehr früh, also in der Antike, angefangen, mit Farben diese Experimente zu machen. Und eigentlich merkt man, eine eigenständige Farbe wird das erst so im 15. Jahrhundert, weil dort dann die Maler und Malerinnen versuchen, Wolkenformation, Schatten so in den Griff zu bekommen. Und das geht dann bis zur Moderne, wo halt Symbolisten versuchen, im Nebligen ein Symbol zu finden oder wo man abstrakt versucht, aus dem Grau noch etwas auszureizen, wie etwa der Maler Gerhard Richter. Wir kennen auch das Universalgenie Goethe, der nicht nur in einigen literarischen Stellen Grau sehr präzise einsetzt, sondern es gibt natürlich seine Farbtheorie, die auch bekannt ist, und da kommt Grau auch vor. Kannst du vielleicht so ein Experiment, das er auch gemacht hat, erläutern? Ja, das sind eigentlich sehr merkwürdige Experimente, die er dort in einem didaktischen Teil vorschlägt, die gar nicht mit unseren naturwissenschaftlichen Vorstellungen eigentlich korrespondieren. Da sagt er zum Beispiel, weil er auch die Vorstellung hat, dass das aus dem Trüben kommt die Farbe. Da sagt er, das Grau kann man ja, man kann eine Tafel malen, grau, und sie vor ein schwarzes Hintergrundbild halten. Und lange genug muss das Auge da hineinblicken. Und wenn man es wegnimmt, dann ist plötzlich dieses Viereck von diesem Bild ist ganz hell in diesem Schwarz. Und das Umgekehrte natürlich mit Weiß, dann ist das Viereck dort ganz dunkel. Und eigentlich möchte er damit zeigen, wie das Auge sich hin und her bewegt und eigentlich so etwas wie ein Herzschlag hat, also pulsiert. Wenn wir schon beim pulsierenden Herz sind, man hört ja immer, Rot sei die Farbe der Liebe, der Leidenschaft, des Bluts. Grün ist die Farbe der Hoffnung, der Jugend und der Natur. Wie steht es da mit Grau? Welche Assoziationen umgibt das Grau? Ja, ich meine, auf den ersten Blick ist das alles sehr, sehr negativ. Es ist eine trübselige, matte, müde, trostlose und hässliche Farbe. Aber wenn man dann genauer so ein bisschen herumhört und herumliest, dann merkt man, es gibt auch die graue Farbe als weise Farbe, als vermittelnde Farbe, auch als theorielastige Farbe. Und ist durchaus ein bisschen eine intellektuellen Farbe, nicht wahr? Ja, wobei man dann merkt, das ist schon wieder ein bisschen ambivalent. Also okay. Ist das gut oder ist das schlecht? Genau. Werden diese Zuordnungen, die du jetzt auch gemacht hast, werden die in der Literatur auch dann so umgesetzt, so angewendet? Ja, man könnte die These wagen, die Literatur hat keine Panik vor den schlechten Seiten, den negativen Seiten des Lebens. Also es gibt sehr, sehr viel düstere, negative Beschreibungen. Aber ganz abgesehen von diesem Beschreiben, es gibt natürlich auch viele Autorinnen und Autoren, die versuchen, Denkbilder in dieses Grau hineinzudeuten oder Assoziationen, an die wir gar nicht im normalen Sprachgebrauch denken. Ein Beispiel vielleicht?
Ja, zum Beispiel lahmer Maultiergrauer Traktor. Ich glaube nicht, dass das jemand im Alltagsdeutschen so verwenden würde. Denke ich jetzt auch nicht. Nee. In der Malerei zum Beispiel, du hast schon Gerhard Richter erwähnt, hat eine bekannte Serie in Schwarz-Weiß, da spielt Grau auch eine wichtige Rolle. Dann haben wir die Schwarz-Weiß-Fotografie, die immer noch sehr populär ist bei den Leuten. Gibt es in der Literatur eine Schriftstellerin oder einen Schriftsteller, der oder die man sagen kann, das ist eine Grau-Schriftstellerin? Ja, habe ich so eigentlich auch noch nie gehört, aber man könnte natürlich sich auf jemanden konzentrieren, der sehr, sehr viel mit Grau arbeitet, zum Beispiel Kafka, der sehr viele Naturerscheinungen grau beschreibt, aber auch Stimmungen in Gebäuden, in Amtsstuben, dann aber auch so merkwürdige Symbole hat, graue Höhlen, graue Seelen. Vielleicht man könnte auch sagen, er hat so eine Tendenz, auch sich selber fast als grau zu sehen. Er schreibt einmal nach einem erledigten literarischen Werk, das ihm nicht ganz gelungen ist, dass er fühle sich wie graues Papier. Und als letztes gibt es natürlich bei solchen Autoren immer auch Privatkorrespondenzen. Und dort sagt er zum Beispiel, dass sein vieles Schlaflossein, dass das eigentlich seine Haare zunehmend grauer macht. Heinrich Heine schrieb, Zitat, indessen, wie die Deutschen nun einmal sind, sie suchen oft im Grauen selbst ihren besten Spaß. Und die Volkssage von den Kobolden sind manchmal voll ergötzlicher Züge. Ist das mit dem Grauen eine hübsche Doppeldeutigkeit oder haben das Grausam oder Grausen, das Gruseln und die Farbe Grau tatsächlich einen Zusammenhang sprachlich und inhaltlich? Ja, die haben einen Zusammenhang, allerdings einen sehr späten, also eigentlich erst so vom 15., 16. Jahrhundert kommt die Farbe Grau mit dem Wort Gruve schrecklich zusammen. Das merkt man am Wort grausam, weil vorher heißt Grauen eigentlich eher grau werden. Und von da weg ist das eigentlich wirklich das Grauenerregende. Das Gruseln kommt nicht von Grau, sondern es kommt von Gruse. Das ist so ein Pflanzensaft, der ekelhaft prickelt auf der Zunge. Aber auch gehört natürlich in die Märchen und Sagen, wo sehr, sehr viel um dieses Graue herum erzählt wird. Und da kann man sagen, da ist der graue Mann vor allem das Schreckliche, das der Teufel, das Teuflische. Und das hat sich eigentlich bis heute in den Fantasy-Gothic-Things erhalten. Also man schaudert immer noch und hat das Grauen, wenn so ein grauer Mann kommt. Du gehst in deinem Buch der Farbe Grau in ganz verschiedenen Bereichen nach, also Kunst, haben wir schon gehört, Mythen auch, Literatur allgemein, Alter, Stadt und Landschaft, Kleidung, Erotik bis hin zum Unsäglichen. Welches dieser Themenfelder war für dich am ergiebigsten? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, aber ich glaube, es war die graue Stadt am Meer. Es ist so ein Bild aus der Literatur und das taucht eigentlich in ganz verschiedenen Kontexten wieder auf. Mal als nebliges Hafenbecken, mal taucht es wieder auf als das Meer, das in den Kanalisationen und Rohren schwappt und wellt. Oder als graues Häusermeer in Binnenstädten und letztlich auch im Cyberspace-Roman als grau flackerndes Meer. Okay. Nun, es gibt unzählige Bücher und du konntest nicht alle durchforsten nach diesem Grau. Wie bist du da vorgegangen und wie hast du diese tollen Zitate hervorgezaubert? Ja, ich habe sehr früh angefangen, mir Stellen zu notieren für einen Zettelkasten. Und mit der Zeit sind da halt sehr viele Beispiele abgelegt, die sehr kurios oder merkwürdig oder auch Fragen aufwerfen, auf die man nicht gleich kommt und die auch häufig etwas mit Literatur zu tun haben, was die Autoren sich dabei gedacht haben. Und wenn ich dann über ein Thema nachdenke, merke ich, dieser Kasten kann mir sehr behilflich sein, in die richtigen Richtungen zu fragen, weil das meiste davon hätte ich längstens vergessen. Gibt es einen Fund, den du dabei gemacht hast, der dich besonders erstaunt oder der dich besonders gefreut hat? Ja, das sind meistens so ganz kleine Sachen. Also ich habe mich irrsinnig gefreut, dass ein sächsischer
Autor aus dem 18. Jahrhundert, der Herr Hase heißt, in einem Roman die Kritiker als graue Wölfe beschreibt und ein Hase, der Angst hat vor grauen Wölfen, das ist irgendwie so ein herrliches Bild. Okay. Zum Schluss komme ich nicht drum herum, dir die Frage zu stellen, welches ist deine liebste Tönung unter dieser facettenreichen Graustufung? Welches Grau ist dir das Liebste? Ja, ich würde jetzt so spontan Olivgrau sagen, weil ich sehr gerne Oliven habe und weil auch das eine Farbe ist, die eine Mischfarbe eigentlich, wo von Grün, Blau, Gelb, Magenta, Rot alles etwas vorhanden ist. Und man kann sagen, dieses Grau, Olivgrau, das taucht auf in Beschreibungen der Erde, des Irdischen, von Steinen, von düsteren Wäldern, von Bergseen, aber auch von Meeresfarben wird es verwendet. Also ich finde das sehr, sehr eine interessante Farbe. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dass Grau nicht gleich Grau ist, das ist nun hoffentlich klar geworden. Wenn Sie sich für die verschiedenen Facetten der Farbe in der Literatur interessieren, so empfehle ich Ihnen das Buch von Severin Perrig, Smaragdgrau, 10 literarische Ausflüge in eine spezielle Farbe. Wenn Sie interessiert sind an mehr Gesprächen mit so spannenden Autoren, aber auch Autorinnen, so gehen Sie doch bitte auf YouTube und unter Rüffer und Rupp finden Sie dort weitere Gespräche. Besonders empfehlen kann ich Ihnen da das Gespräch mit Karl Rühmann über seinen wunderbaren Roman Der Held.